Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schlägt es auf. Es ist gut, wenn ihr die Bibel dabei habt, dann könnt ihr immer nachschauen, ob das, was ich sage, auch stimmt. Das ist wichtig. Es steht da von diesen Christen, von diesen Jüngern in Beroa. Die haben immer, wenn der Paulus etwas gesagt hat, haben sie sich nachschauen, stimmt es, was er sagt, oder stimmt es nicht, was er sagt. Und dann, wenn sie festgestellt haben, es stimmt, was er sagt, dann haben sie sich herausfordern und haben das so gemacht nachher. Das hat die Christen von Beroa ausgezeichnet. Steht so in der Bibel. Das waren feine Leute und wir sind auch feine Leute. Also prüft, was sie sagen. Und wenn es stimmt, auch jetzt heute Morgen, dann nehmen wir es an, machen es, setzen es um. Und als er, Apostelgeschichte 1, 4 folgende, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Das sagt Jesus. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie meinten, sie sind politisch gekommen und stellen jetzt das Reich Israel wieder her. Er sprach zu ihnen, euch gebührt es nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater nach seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Aber, das ist göttliches Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen. Sie müssen nicht wissen, wenn es passiert, wenn das Gottes Reich für Israel wiederherstellt, sagt er, aber die werden Kraft bekommen, meine Zeugen zu sein. Kraft. Was für eine Kraft meint hier Jesus? Was für eine Kraft ist hier gemeint? Meint er, dass sie mehr Bizeps bekommen? Mehr Muskelpower? Mehr Fitness? Ich meine, bis ans Ende der Erde, da musst du fit sein, oder? Bis Mexiko, da muss man fit sein. Was meint Jesus hier? Oder meint er einfach mehr mentale Stärke, dass man vielleicht das Leiden oder die Not besser ertragen in diesem irdischen Jammertal? Mehr mentale Kräfte? Oder was meint er damit? Ich meine, eben Bizeps und so haben die wahrscheinlich genug gehabt. Das waren ja Fischer, Handwerker. Die haben eigentlich genug menschliche Kraft gehabt. Wie sieht die Kraft aus? Was ist das für eine Kraft? Epheser 4, da sehen wir das. Nein, Epheser 1. Schweizerdeutsch ist gut, oder? Ich wäre froh, wenn ich St. Gallerdeutsch wäre. Oder Italienisch. Was ist das für eine Kraft? Da steht Epheser 1, 17 folgende. Zu danken, indem ich in meinen Gebeten euer gedenke, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe. Das ist der Heilige Geist, der Geist für Weisheit und für Offenbarung. Also Weisheit, Offenbarung kommt vom Heiligen Geist, sodass ihr ihn erkennt, der Vater, indem ihr Erleuchtung habt für die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes inmitten der Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft, steht da im Grundtext, seine Kraft, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben, nach der Wirksamkeit der Kraft seiner Stärke. Seht ihr, was die Kraft bewirkt hat? Diese hat er an Christus wirksam werden lassen, als er ihn von den Toten auferweckte. Also die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wo Jesus aus dem Hades, aus dem untersten Totenreich, ist aufgeholt und ihn wieder ins Leben hineingerufen hat. Die Kraft, steht hier, überschwängliche Grösse von dieser Kraft. Also es gibt nichts, das annähernd so gross ist wie die Kraft. Es ist eine unendliche Kraft. Eine unendliche Kraft. Können wir uns gar nicht vorstellen, wie der Weltraum so unendlich ist, ist auch die Kraft Gottes unendlich, ohne Ende, ist nicht begrenzt. Das ist die Kraft, wo Satan mit seinen Dämonen
davon zittert, von dieser Kraft. Aber am meisten Angst hat er. Am meisten Angst. Er hat nicht so Angst vor dieser Kraft. Die ist einfach da. Die ist einfach da. Am meisten Angst hat er davon, wenn wir Menschen die Kraft entdecken. Wenn wir Offenbarung bekommen über diese Kraft. Wenn wir plötzlich checken, hey, die Kraft ist da. Die Kraft ist da. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft bekommen. Dynamis, Kraft. Die Kraft ist da. Am meisten Angst hat er davon, dass du entdeckst, dass diese Kraft in dir wohnt, durch den Heiligen Geist. Davon hat er Angst. Weil dann wird es ihm an den Kragen gehen. Das ist der Zeitpunkt, wo wir dann aufhören, dass wir Angst haben vor dem Teufel und erkennen, dass er Angst hat vor uns. Er hat Angst vor uns, wenn wir die Kraft entdecken in uns. Der Charles Ndifon war letzte Woche in Frauenfeld und hat so ein Beispiel gesagt, wo mir einfach geblieben ist. Er geht ja viel auf kranke Leute zu. Und er sagt, er tut die Menschen umarmen. Leute, die ansteckende, gefährliche Krankheiten haben. Er geht auf sie zu, tut sie umarmen. Und dann sagen die Leute, ja, hast du nicht Angst, dass du angesteckt wirst? Er sagt, nein, weil die Kraft Gottes wohnt in mir. Im 1. Johannes 4 steht, denn der in euch ist grösser als der in der Welt. Die Kraft, die in mir ist viel grösser als die Kraft, die in der Welt ist. Als Kraft von Krankheit, als Kraft Satans. Die Kraft, die in mir ist viel grösser. Das ist der Heilige Geist, die Kraft Gottes wohnt in mir. Und dann hat er gesagt, er steckt nicht mehr an, sondern ich stecke ihn an. Mit göttlicher Heilung. Ich stecke ihn an. Und das passiert auch in seinem Dienst und in seinem Leben. Also wir brauchen Offenbarung von dieser Kraft. Du brauchst Offenbarung von dieser Kraft. Ich brauche Offenbarung von dieser Kraft. Dass wir erkennen, hey, die Kraft ist in mir inne. Die Kraft wohnt in mir. Der Heilige Geist, denn der in euch ist grösser als der in der Welt ist. Der wohnt in mir. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Diese Kraft kommt in dich rein, wird ein Teil von dir. Und das ist der Heilige Geist. In Micha 3,8 steht, ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geiste des Herrn. Die Kraft kommt vom Heiligen Geist. Er bringt die Kraft. Und er ist ein Heiliger Geist. Er ist ein Heiliger Geist. Und er kann nur dort wohnen, residieren, wie ich es vorher gesagt habe, wo wir auch parat sind. Wo wir uns entscheiden, ich will ein heiliges Leben leben. Mit Gottes Hilfe, mit seiner Hilfe, nicht aus deiner Leistung aus, das schaffst du gleich nicht. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ich habe mir so vorgestellt, was haben echt die Jünger überlegt? Was haben sie sich vorgestellt, als sie das gehört haben? Es wird Kraft über mich kommen. Wie haben sie sich das echt vorgestellt? Wie sieht die Kraft aus? Wie würdest du dir das vorstellen, wenn du an dieser Stelle der Jünger der gewesen wärst? Und Jesus sagt, hey, es wird Kraft über dich kommen, wenn der Heilige Geist über dich kommt. Und du denkst, boah, wie würden wir uns das vorstellen? Wir wissen es natürlich schon, wir haben schon weitergelesen. Aber dann haben sie noch nicht gewusst, was auf sie wird zukommen. Was haben sie sich echt vorgestellt? Es wird Kraft über dich kommen. Da steht eben im Griechischen das Wort Dynamis. Von dem wird auch Dynamit abgeleitet. Das Dynamit kennen wir ja alle. Wenn Dynamit losgeht, ist es eine riesige Detonation und du kannst Löcher durch Felsen durchsprengen. Mit Dynamit. Wie würden wir uns das vorstellen? Dass wenn ich komme, dann gibt es so eine gewaltige Explosion von Kraft Gottes. Oder vielleicht mehr so wie eine, stellst du dir vielleicht mehr so vor wie ein Amerikanerwagen. 8 Zylinder, 7,3 Liter. Oder wie viel willst du? Nolli. Hubraum, Drehmoment. Wie verrückt. Vorschub, gewaltig. So in dieser Art vielleicht. Wie eine Lokomotive. Unaufhaltsame Kraft, die einfach durchgeht. Wie würden wir uns die Kraft vorstellen? Was würdest du dir vorstellen, wenn Gott sagt, es wird Kraft über dich kommen? Vielleicht würden wir uns so fragen, was sind denn das für Auswirkungen von dieser Kraft in meinem Leben? Auf mir? Und was für einen Nutzen hat die Kraft? Und was geschieht mit mir, wenn die Kraft über mich kommt? Überlebe ich das überhaupt? Überlebe ich das überhaupt? Ich meine, wenn du in eine Steckdose hineinlängst,
wo die Kraft von Elektrizität kommt, überlebst du es auch nicht sicher. Was ist, wenn die Kraft über mich kommt? Werde ich mich plötzlich so Superman verwandeln und die Welt retten. Ich weiß nicht, wer Superman-Filme gesehen hat. Die Welt retten von der Katastrophe. Wäre schön, oder? Wahrscheinlich würden wir etwas Grosses, etwas Gewaltiges erwarten, vielleicht ein bisschen gespannt, vielleicht ein bisschen ängstlich. Was passiert, wenn die Kraft kommt? Was passiert mit mir, wenn die Kraft kommt? Und mir ist da so aus meiner Vergangenheit eine Begebenheit in den Sinn gekommen, oder verschiedene Begebenheiten in den Sinn gekommen. Ich war heroinabhängig und wenn ich kein Heroin hatte, dann habe ich alles genommen, was irgendwie rum war. Hustensirup, Schmerztabletten, habe die in mein Löffel rein, aufgelöst wie Heroin und habe es dann aufgesaugt in die Spritze und habe es dann angesetzt. Und ich habe nicht gewusst, was passiert jetzt mit mir, wenn ich das in meine Blutbahn hineinlasse. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, gehe ich jetzt tot um? Oder verbrennt es mir nur alle Venen innerlich? Das ist auch einem Freund von mir passiert. Dann. Was passiert mit mir? Ich habe es nicht gewusst. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Wenn ich heute zurückdenke, denke ich, unvorstellbar eigentlich. Aber dann habe ich es gemacht, wie parat war. Wenn ich kein Wasser hatte, habe ich Wasser aus der Glunke genommen. Oder aus dem öffentlichen WC eine spülen und dann das Wasser unten aufsaugen. Und dann in mein Blut hineinjagen. Und dann habe ich manchmal nicht gewusst, was passiert jetzt mit mir, wenn das in meinem Blut drin ist. Und so haben die Jünger wahrscheinlich auch nicht gewusst, was passiert jetzt mit ihnen, wenn die Kraft über sie kommt. Was passiert? Und so sind sie wahrscheinlich gespannt, ängstlich. Aber sie haben gewartet. Sie waren da und haben darauf gewartet, dass die Kraft kommt. Und dann war es tatsächlich so wie gewesen. Die Kraft ist gekommen. Apostelgeschichte 1,8 hat sich erfüllt. Die Kraft ist gekommen. Apostelgeschichte 2, 1-4 ist das beschrieben. Und als der Tag des Pfingstfestes endlich da war, haben wir heute, vor 2000 Jahren ungefähr, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein gewaltiger Wind einherfährt, und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer, und es setzte sich auf jeden unter ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Das ist auch die gewaltige Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Die grösste, unendliche, unvorstellbar grosse Kraft ist gekommen. Ist gekommen, so wie es Jesus versprochen hat, der Heilige Geist. Und es steht, es ist wie ein gewaltiges Brausen vom Himmel hergekommen. Der Heilige Geist wird ja oft in der Bibel als Wind beschrieben. Er ist nicht ein Wind. Das ist auch ein Symbol, ein Bild für ihn. Und das ist auch nicht wie ein Säuseln, sondern wie ein gewaltiger Wind, ein gewaltiges Brausen steht. Aber interessant ist, es war so ein, heute würde man sagen, Indoor-Sturm gewesen. Indoor-Sturm. Also nur begrenzt in dem Raum, wo die 120 Leute waren, die darauf gewartet haben. Er ist nicht einfach über alle gekommen, sondern nur über die darauf gewartet haben. Nur über die ist er gekommen. Nur über die gesagt haben, Gott, wir wollen die Kraft. Wir wollen das, was du versprochen hast in deinem Wort. Wir wollen das erleben. Wenn wir es genau nachlesen, steht ja, das, was Jesus vorher gesagt hat, im 1. Korinther 15, hat er zu über 500 Jünger gesagt. Zu über 500. Effektiv gewartet hier haben nur 120. Wo sind die anderen gewesen? Wo sind die anderen gewesen? Die haben vielleicht gedacht, ja, er sagt es zwar. Aber jetzt da warten drauf. Nein, das ist viel zu anstrengend. Oder wir haben Angst davon. Könnte ja irgendwie religiös oder der Schwarmgeist oder weiss der Gucker was sein. 120 waren da, haben darauf gewartet. Auf diese 120 ist er gekommen. Sind wir auch solche, die mehr Kraft wollen? Die sagen, Gott, mehr von dir. Mehr von dir. Oder sind wir auch solche, die sagen, ja. Ich wünschte mir, dass ich einer bin,
Dass wir Leute sind, die sagen, mehr von dir, alles von dir, was du hast für mich, für uns. Also die verheißene Kraft ist gekommen. Gott hält, was er verspricht, immer, auch in unserem Leben. Er steht zu seinem Wort. Die Dynamikkraft ist gekommen, gewaltig, ein starkes Brausen. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die Kraft, die eigentlich die gewöhnlichen Fischer und Handwerker und Zöllner befähigen oder sollte befähigen, das Evangelium auf die ganze Welt, über die ganze Welt zu verbreiten, diese gewaltige Kraft ist gekommen. Wirklich, sie ist gekommen. Die Verheißung hat sich erfüllt. Und es waren die Auswirkungen. Was waren die Auswirkungen von dieser Kraft, Vers 4? Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden. Du musst dir vorstellen, der Power kommt, die grösste, unendlich grosse, gewaltige Kraft. Und die Folge ist, sie haben reden. Sie haben reden. Das ist vielleicht bei den Männern speziell, oder? Sie haben reden. Das ist ja fast ein bisschen enttäuschend, oder nicht? Wenn du jetzt denkst, jetzt kommt der Superman, oder? Fast nur mal reden. Und verstehst du erst noch nichts von dem, was du erzählst? Das ist doch fast ein bisschen enttäuschend. Wie ein Sturm im Wasserglas. Und mit dem sollst du jetzt die ganze Welt erreichen. Mit dem sollst du jetzt die ganze Welt erreichen. Die reden ja alle Zungen. Also nichts mit Superman, nichts mit mehr PS oder Kraftpaket oder was auch immer. Ja, das soll jetzt alles gewesen sein. Das war es jetzt gewesen. Das, was Jesus versprochen hat. Die ganze Kraft. Das ist doch bei uns auch manchmal so. Wir erwarten irgendetwas Gewaltiges. Wir erwarten irgend so ein Feuerwerk von Gott. Und dann, wenn eben nicht das Feuerwerk passiert, dann sind wir irgendwo enttäuscht. Dann sind wir enttäuscht und denken, ja, jetzt mindestens eine Leuchtschrift im Himmel oder eben ein Feuerwerk oder ein Gewitter oder irgend so etwas. Und dann sagen wir, ja, das habe ich mir aber total anders vorgestellt. Das habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Dabei ist die Kraft Gottes da, auch wenn wir sie manchmal vielleicht gar noch nicht spüren, noch nicht fühlen. Und sie ist da, sie ist da. Auch heute Morgen, die Kraft Gottes ist da. Aber viele Gläubige bleiben hier stehen. Bei dem, was wir jetzt hier gelesen haben, sie sagen, ja, ich rede auch in neuen Zungen. Ja, ich bin auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ja, die Kraft, die ist schon da. Aber wirklich denken sie nachher, ja, was soll denn das alles? Was soll denn das alles? Ich habe mir doch das total anders vorgestellt, wenn die Kraft kommt. Wenn ich erfüllt werde mit dem Heiligen Geist. Ich habe mir das total anders vorgestellt. Ich habe das Gefühl, da kommt so gute Gefühle. Und das schwebe irgendwo auf Woche 17. So wunderbar. Und jetzt rede ich einfach in einer neuen Sprache. Und mit dem sollte ich jetzt meine Nachbarn erreichen. Und ganz Samaria. Und bis ans Ende der Erde. Mit dem sollte ich jetzt ausgerüstet sein, für all das zu machen, was Jesus gesagt hat. Das soll es gewesen sein. Und dann geniert man sich erst noch für die komische Sprache, die man bekommen hat. Und dann wird es so abgehakt. Ja, ich habe das so erlebt. Ja. Ich rede auch in neuen Zungen. Halleluja. Doch wunderbar. Tipptopp. Und das war es dann gewesen. Und für was das Ganze? Für was das Ganze? Die Kraft kommt, die Auswirkungen sind, du redest in neuen Zungen. Für was denn? Für was denn? Und ich glaube, hier brauchen wir Offenbarung vom Heiligen Geist. Da brauchen wir Offenbarung. Und Heiliger Geist, ich lade dich, komm jetzt und schenke uns die Offenbarung. Jedem Einzelnen, der das will. Wie haben die Jünger reagiert, als die Kraft gekommen ist? Was haben sie gemacht? Ich kann jetzt nachlesen, Apostelgeschichte 2. Sie haben es genommen, was Gott ihnen gegeben hat. Sie haben es genommen, was Gott ihnen gegeben hat. Und nicht nur in ihrem Oberstübli, wo sie waren, sondern sie sind raus auf die Straße und haben das angewendet, öffentlich. Also das bedeutet, sie haben nicht gering geachtet, was Gott ihnen gegeben hat, sondern sie haben das genommen und haben das angewendet, und zwar öffentlich. Es steht, sie haben Gott gepriesen, Gott angebetet in neuen Zungen. Sie haben von den grossen Taten Gottes geredet, dort auf den Strassen in neuen Zungen.
Eine Sprache, die es vorher nicht gegeben hat im Alten Testament. Erst dann hat es das erste Mal gegeben, wo der Heilige Geist so gekommen ist. Sie haben das praktiziert, sie haben sich nicht geniert, ja, was denken eigentlich die Leute, wenn ich plötzlich so daherkomme, sondern sie haben das voll laufen, sie haben das voll ausgelebt, voll Begeisterung, was Gott ihnen gegeben hat, von den grossen Taten Gottes geredet. Und der erste neutestamentliche Gottesdienst, wo es beschrieben wird, wo Gott verherrlicht wird, wo Gott angebetet wird, das war das gewesen. Und das ist, wenn man es heute so anschaut, das ist überhaupt nicht eigentlich ein sogenannter besucherfreundlicher Gottesdienst gewesen. Überhaupt nicht. Sondern sie raus auf die Straße und haben voll losgelassen. Es ist voll Post abgegangen, überhaupt nicht besucherfreundlich. Und trotzdem, am Schluss von diesem Gottesdienst, nach der Predigt nachher von Petrus, haben sich 3000 Leute bekehrt. Das ist Gemeindewachstum. Nach der Predigt waren sie schon 3120 Leute. Das war die Kraft Gottes freigesetzt. Das war die Kraft Gottes freigesetzt, die in uns reingekommen ist. Vielleicht anders, als sich die Jünger vorgestellt haben. Vielleicht anders, als wir es uns vorstellen würden. Aber es ist der Weg Gottes. Es ist der Weg, den Gott gesagt hat, den Gott gegeben hat, damit seine Kraft freigesetzt wird, auch in unserem Leben. Und diese Kraft und die Auswirkungen von dieser Kraft, die brauchen auch wir. Die brauchst du auch hier, in deinem Leben, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Umgebung. Die brauchen wir als Gemeinde. Und es fängt an mit Reden. Es fängt an mit Reden. Es fängt nicht an mit super guten Gefühlen, das steht nie. Es fängt einfach an mit Reden. Das nehmen, was es Gott gegeben hat, wo du setzt es um, Reden in neuen Zungen. Und ich glaube, da muss irgendwo ein Geheimnis drin sein. In diesem Reden in neuen Zungen. Es muss irgendwo ein Geheimnis drin sein. Es muss wichtig sein. Es ist nicht einfach so ein Schmankerl, so ein christliches Schmankerl, wo man kann, wenn man will, kann man es nehmen. Und wenn man es nicht will, natürlich, kann man sagen, nein, ich will es nicht. Gott lässt uns immer die Wahl. Aber ich glaube, es muss wichtig sein. Sonst hätte es Gott nicht gegeben. Sonst hätte es Gott nicht so gemacht. Es muss wichtig sein. Es muss irgendwo ein Geheimnis drin sein. Und der Paulus sagt selber im 1. Korinther 14, Vers 5, ich will, steht wörtlich, ich will, dass ihr alle in Zungen redet. Wieso will er das? Natürlich, wenn sie in Zungen reden, können sie nur streiten gegeneinander. Das ist sicher schon mal ein Vorteil. Da hat man keinen Unsinn mehr. Er muss nicht verständlichen Unsinn. Oder hat es auch nicht gesagt, damit sie eine neue Freizeitbeschäftigung haben? Sondern er hat es gesagt, weil er gewusst hat, mit dem kommen sie in die Dimension der Kraft Gottes hinein. Da wird die Kraft Gottes, die da ist, freigesetzt. Mir ist einfach da, als ich das vorbereitet habe, ist mir das Bild gekommen, wie eine Lokomotive, wo der Bügel ausfährt, oben in die Stromschiene. Und dann fließt der Strom. Dann fließt Power Gottes, dann fließt Dynamis Gottes in uns hinein, wenn wir in Sprache reden. Wie bei einer Lokomotive, wo der Bügel oben die Stromleitung rauffährt, dann wird die Kraft freigesetzt. Bullige, gewaltige Kraft, die Tonnen schleppen. Darum sagt die Bibel immer wieder, wir sollen das Zungenreden nicht verachten, nicht gering achten, was Gott uns gegeben hat. Gott hat es uns gegeben. Das ist eine Gabe, die Gott dir und mir gegeben hat. Dass wir es nicht gering schätzen, weil es ist eine göttliche Gabe. Es ist eine göttliche Gabe. Die Frage ist jetzt vielleicht, ja, aber ist das überhaupt für jeden oder ist es nicht für jeden? Jesus hat gesagt in Markus 16, Vers 17, folgende: An Zeichen aber werden folgende die gläubig Gewordenen begleiten. Er hat nicht gesagt, einige gläubig Gewordene, sondern die gläubig Gewordenen. Das bedeutet alle. Tutti frutti. Alle. Also du und ich. Wir alle. Wenn wir es wollen. In neuen Zungen werden sie reden. Hat Jesus schon gesagt. Das ist ein Zeichen, das denen folgt, die gläubig geworden sind. Unter anderem in neuen Zungen werden sie reden. Und ich glaube, Gott hat das mit Absicht so gemacht.
Hätte ja können, dass sie rausgekommen sind und die Gabe hätten vom Wunderwirken, dass irgendwie die Sonne mal wieder am Morgen steht oder ich weiß auch nicht was. Hätte Gott vielleicht doch machen können, dass sie mit der Gabe der Wunderwirkung rausgegangen wären. Die Gabe der Heiligen als erste Gabe. Und ich glaube, Gott hat es mit Absicht nicht so gemacht. Weil eine gewaltige Kraftzuteilung, ein gewaltiges Kraftpaket, glaube ich, würde jeder nehmen. Sofort. Superman wäre doch eben super, oder? Ein gewaltiges Kraftpaket würde jeder gerade nehmen. Aber könnten wir dann schlussendlich auch damit umgehen? Könnten wir damit umgehen? Oder würden wir dann schlussendlich doch die Ehre auf unser Konto verbuchen? Und sagen, ja, ich bin eben Superman, oder? Oder Superwoman. Ich bin eben gut, oder? Ich bin es. Könnten wir die Ehre auf das richtige Konto buchen? Und ich glaube, Gott hat es mit Absicht so gemacht. Hat es mit Absicht so gemacht. Sind wir parat, klein, eigentlich demütig, wirklich demütig klein anzufangen? Im Glauben das anzunehmen, was Gott gibt. Im Glauben anzunehmen, was Gott gibt. Und es anzuwenden. Und die grossen Sachen werden dann auch kommen. Die anderen Sachen hat Gott auch versprochen. Die werden auch kommen. Normalerweise ist es so, wer gerade gross einsteigen will, wer sagt, nein, ich warte auf meinen grossen Dienst. Ich bin nicht parat, jetzt da irgendwie Staubsaugen, Fenster putzen, Stühle aufbiegen oder weiss nicht was. Nein, ich warte gerade auf mein grosses Ministry. Alles andere, nein, das mache ich nicht. Wer wartet auf seinen grossen Dienst? Da wird einer in den Himmel kommen und sagen, hey, Herr, ich habe gewartet auf meinen Dienst, aber er ist nicht gekommen. Warum nicht? Fritz hat eine Stelle gesagt, im Sacharja 4, und dort steht noch eine andere Stelle, der steht, verachtet nicht den Tag kleiner Anfänge. Es fängt normalerweise ganz klein an. Es fängt ganz klein an. Gott hat uns das Zungengebet nicht gegeben, weil ihm nichts Besseres in den Sinn gekommen ist. Sondern das Zungengebet ist ein Schlüssel. Ist ein Schlüssel zur Kraft Gottes. Ein Schlüssel, damit wir in den Bereich vom Geist hineinkommen. In den geistlichen Bereich hinein. Es ist eine Äußerung von deinem Geist. Es ist dein Geist, der dort redet, sagt die Bibel. Es ist nicht deine Seele. Darum versteht es dein Verstand nicht und sagt, ja, aber hey, was redest du jetzt da? Das ist ein Kuderwelsch. Nein, es ist eine Äußerung von deinem Geist. Im Geist redest du Geheimnisse, die deine Seele nicht versteht. Und darum will dein Verstand immer sagen, komm, hör doch auf. Hör doch auf, das bringt ja nichts. Das ist eine Art Zeit, die du jetzt da für Lalal ist. Es ist eine Äußerung von deinem Geist. Und es ist ein Schlüssel, damit wir in diesen Bereich vom Geist hineinkommen. Und immer in der Apostelgeschichte, und die Apostelgeschichte ist eigentlich der neutestamentliche Standard, wie wir auch heute leben sollten. Und immer in der Apostelgeschichte, wenn Menschen die Kraft empfangen haben, dann haben sie nachher auch in anderen neuen Zungen reden. Ich habe ein Beispiel. Zuerst sind sie sich zum Teil im Wasser taufen und dann sind sie erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und die Folge ist, sie in anderen Zungen reden. Und dann ist es losgegangen. Manchmal verzögert, manchmal sofort nach der Wiedergeburt haben sie den Heiligen Geist empfangen und haben reden. Manchmal verzögert, manchmal haben die Menschen noch Belehrung gebraucht, bis sie gewusst haben, um was es da eigentlich genau geht. Ich war so einer, ich habe zuerst Belehrung gebraucht. Als ich weggekommen bin von den Drogen in eine Therapiestation, habe ich Jesus angenommen, aber ich habe noch nie gehört vom Heiligen Geist. Und dann sind wir mit dieser Therapiestation nach Emeten, so in ein christliches Hotel, und dort waren Texaner. Ich habe es, glaube ich, schon mehr erzählt. Und ich habe gesagt, wenn jemand jetzt Geistestaufe will, dann soll er vorkommen, dann beten wir für ihn. Und dann kommt dann das Sprachengebet. Das war alles, was ich gewusst habe, bin ich vorne. Und sie haben mir die Hände aufgelegt, beten für mich, und dann haben sie gesagt, es kommt einfach so, und dann musst du einfach anlaufen. Und ja, natürlich in meiner Vorstellung war es so, wie 3 Wochen vorher, als ich das noch gemacht habe, Heroin gespritzt habe, und ich dachte,
Das ist jetzt der gleich, jetzt kommt es einfach, jetzt macht es mit mir, ohne dass ich etwas dagegen machen kann. Da ist nichts gekommen. Da ist nichts gekommen. Da habe ich gewartet, da ist nichts gekommen. Die haben gemeint, sie müssen ihre Gebetsanstrengungen noch verstärken für mich. Es sind noch ein paar dazugekommen, haben mir die Hände aufgelegt. Da ist einfach nichts gekommen. Bis ich später durch meinen geistlichen Leiter Belehrung bekommen habe, um was es eigentlich geht, was da genau abläuft. Und dann konnte ich es im Glauben annehmen, im Glauben praktizieren und dann habe ich ein Erlebnis gemacht mit dem Zungengebet. Dass es mir total mies gegangen ist. Total schlecht gegangen ist, weil ich dachte, also, jetzt gehe ich zurück auf Gas. Da bringt ja alles nichts an, das christliche Zeug. Jetzt gehe ich zurück auf Gas. Hässig, zornig, depressiv drauf gewesen. Dann hat mir auch jemand gesagt, komm, jetzt beten wir beten zusammen. Ich habe gesagt, ich will nicht beten. Also gut, dann tun wir Sprache beten. Nein, irgendwie haben sie mir dazu gebracht, haben wir Sprache gebetet, 10 Minuten, Viertelstunde. Dann ist es mir total gut gegangen wieder. Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis, das Gott gegeben hat. Das ist eine göttliche Gabe. Das ist wie die Lokomotive, die der Bügel auffährt. Die Stromleitung rauf. Und immer in der Apostelgeschichte, wenn Menschen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt haben, haben sie die neuen Zungen angefangen. Das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang. Und wenn die Kraft Gottes dann freigesetzt ist, wenn der Bügel oben ist bei Lokomotiv, wenn die Kraft fließt, dann sind gewaltige Sachen passiert. Könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte. Beim Petrus, alle sind geheilt worden, die da waren. Alle. Also das gleiche Niveau wie bei Jesus. Nicht Einzelne. Alle wurden geheilt. Schweißtücher von Paulus, die auf die Kranken gelegt worden sind aufgesprungen. Geheilt. Haben vielleicht nicht duschen, weil es ja ein Schweißtuch war. Aber sie sind geheilt worden. Der Schatten von Paulus, wenn er durchgelaufen ist, der Schatten ist nur auf einen gefallen. Geheilt worden. Wo die Kraft Gottes freigesetzt ist. Und das brauchen wir doch auch. Oder nicht? Stell dir vor, du läufst durch, der Schatten fliegt auf einen. Boah! Das ist geheilt. Super, oder? Wollen wir die Kraft? Und ich glaube, der Schlüssel, das Geheimnis, der Bügel rauf, Sprachengebet, das Zungengebet, das Zungenreden. Es gibt gewaltige Auswirkungen, und in der Apostelgeschichte steht, täglich haben sich Menschen bekehrt. Täglich. Nicht nur am Sonntag. Täglich. Täglich sind Menschen dazugekommen, wo die Kraft Gottes freigesetzt ist. Wenn wir das Gleiche wollen, gibt es übrigens auch aus der heutigen Zeit, eben der Charles Ndifon, den wir letzte Woche gesehen haben, oder Catherine Kuhlmann, Claudio Freison. Claudio Freison hat gesagt, wenn er in so einer riesigen Versammlung war, und je nachdem, wo er hergeschaut hat, nur hergeschaut, in die Richtung geschaut hat, da sind die Leute unter der Kraft Gottes umgekehrt. Er hat bald nicht mehr gewusst, sagt er, wo er herschauen soll. Wo er hergeschaut hat, sind die Leute umgekehrt. Das ist eine Ausstrahlung. Die möchte ich auch, die Ausstrahlung. Also wenn wir das Gleiche wollen, dann müssen wir auch das Gleiche machen. Wenn du das Gleiche willst, dann musst du das Gleiche machen. Die biblischen Prinzipien, die Gott uns gegeben hat, die umsetzen in unserem Leben. Nicht sagen, ja, das ist doch so, komm, das ist mehr Pfingstler, das ist doch viel zu extrem. Und das ist so anstrengend. Und dann sollte ich noch eine Sprache reden. Also, komm. Wir reden ja sonst genug, oder? Können wir doch mal uns ein bisschen Zeit nehmen, Sprache zu reden. Das ist eine Gabe, die Gott gegeben hat. Und bemerkenswert, ein Mann in der Bibel, der das gehört hat, nicht selber später dazu gekommen, aber der das gehört hat, was Jesus gesagt hat, Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft bekommen oder ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Samaria, bis ans Ende dieser Welt. Ein Mann, der das ernst genommen hat, der Apostelgeschichte 2, 1-4 gelesen hat oder gehört hat. Was passiert ist, als die Kraft gekommen ist, dass sie nämlich auf die Zunge reden. Hat es genommen, für sich persönlich, hat es umgesetzt in seinem Leben. Hat es für sich genommen. Und hat dann tatsächlich mit Helfern, mit einem Team, hat der Mann fast die ganze damalige Welt mit dem Evangelium erreicht. Der Paulus. Der praktisch die ganze damalige Welt mit dem Evangelium erreicht.
Und der Paulus sagt von sich, 1. Korinther 14, Vers 18, ich rede mehr als ihr alle in neuen Zungen. Ich rede mehr als ihr alle in neuen Zungen. Und er war der, der fast, oder wo praktisch der ganzen Welt die frohmachende, freimachende Botschaft von der Erlösung von Jesus gebracht hat. Er war bereit, das in seinem Leben umzusetzen, was Gott gegeben hat. Das zu nehmen und umzusetzen, in die Zunge zu reden. Er war sich nicht schade, ob schon er ein studierter Theologe war, hochgescheiter Mann. Er hat nicht gesagt, ja, nein, das ist mir also. Nein, also bitte. So reden, Nein. Er hat nicht gesagt, hey, ich habe unter dem Gamaliel studiert. Also nein, bitte. Das ist mir dann doch zu unwürdig. Würde ist keine Geistesfrucht. Der Paulus hat praktisch die ganze Welt erreicht. Er war nicht Superman. Er war nicht ein Superman, sondern er hatte auch Ecken und Kanten, Schwächen und Schwierigkeiten. Aber er hat das genommen, was Gott gegeben hat es angewendet und hat es umgesetzt in seinem Leben. Aber wenn wir das Leben von Paulus anschauen, dann sehen wir, es hat bei ihm auch nicht mit dem grossen Ministry angefangen. Sondern es hat ganz klein angefangen. Unscheinbar, unsichtbar hat es angefangen. Gott hat ihn zuerst mal weggeholt. Ein paar Jahre. Über ein Jahrzehnt hat er ihn zuerst mal weggeholt. Er ist fort. Niemand hat mehr etwas gehört von ihm. Und ich glaube, in dieser Zeit, was wir vorher gelesen haben über das Abendmahl, hat er gesagt, ich habe vom Herrn her empfangen. Ich habe vom Herrn her empfangen. Er sagt nicht, der Petrus ist mir das erzählen, sondern ich habe es vom Herrn her empfangen. Also er hat Offenbarung bekommen. Er hat viel Gemeinschaft gehabt mit dem Heiligen Geist. Er hat viel, wenn er ja sagt, ich spreche mehr als ihr alle in neuen Zungen, er hat viel in die Zunge geredet. Gemeinschaft gehabt mit dem Heiligen Geist, Auslegung bekommen vom Zungengebet, wie so im 1. Korinther 14 steht. Er hat sich viel mit dem Wort Gottes beschäftigt. Jahrelang, jahrzehntelang, bis er näher gekommen ist. Bis er näher gekommen ist und diesen Dienst da hat. Es hat ganz klein angefangen. Also warte nicht drauf, bis der grosse Ministry kommt, sondern fang an bei dem, was deine Hand zu tun findet. Das tue, steht im Prediger. Dann wird es grösser und grösser, fängt an Kreise ziehen. Und in diesem Prozess, wie beim Paulus, in die eigentliche Berufung hinein, sagt er, ich spreche mehr als ihr alle in neuen Zungen. Sagt er. Ich spreche mehr als ihr alle in neuen Zungen. Ich habe mich gefragt, ist das, was der Paulus auszeichnet hat? Was ihn auszeichnet hat, dass er von einem normalen, durchschnittsgewöhnlichen Christ zu dem Mann Gottes geworden ist. Ist das, was ihn auszeichnet hat, dass er sagt von sich, hey, ich rede mehr als der andere in neuen Zungen. Ich lasse mich bügeln oben an der Stromschiene. Ist es das, was ihn auszeichnet hat, dass Gott ihn brauchen konnte für diesen gewaltigen Auftrag? Dass Gott ihn so gewaltig brauchen konnte, auch mit den Gaben vom Heiligen Geist. Dass er das Evangelium hat der Welt verkündigen konnte, in Kühnheit. Nicht ohne Fehler, aber in Kühnheit und in der Autorität vom Namen Jesu, vom Heiligen Geist. Und was er gemacht hat, was er geredet hat, ist geschehen, ist passiert. Ist das, was er auszeichnet hat, was er unterschieden hat zu so vielen Christen aus der damaligen Zeit und aus der heutigen Zeit. Dass er sagt, ich rede mehr als dir alle in neuen Sprachen. Wie oft redest du in neuen Sprachen? Wie oft redest du in neuen Sprachen? Oder sagst du, ja, die Gabe hat mir Gott gar nicht gegeben. Jesus hat gesagt, das ist ein Zeichen, das denen folgt, die an ihn glauben, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Wie oft redest du in neuen Zungen? Ab und zu, einmal pro Jahr oder täglich. Gott hat es gegeben, der Paulus hat es genommen, hat es angenommen, hat es umgesetzt. Und zwar immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder.
Darum hätte er das dann sagen können, ich rede mehr als dir alle in neuen Zungen. Wieso hat er das gewusst? Ich glaube nicht, dass er eine Umfrage gemacht hat. Zettel verteilt, offizielle theologische Umfrage. Wie oft redest du in neuen Zungen? Alle Stunde, alle halbe Tag, alle Tag, alle Woche? Nein, er hat gewusst, wie wir Menschen sind. Er hat gewusst, wie wir Menschen sind, weil dein Fleisch, deine Seele, dein Verstand, der will nicht in neuen Zungen reden. Hast du vielleicht auch schon gemerkt? Das will der nicht. Er sagt, komm, hör doch auf. Oder du denkst gar nicht erst dran, dass du könntest. Dabei, weiss der Schlüssel, weiss das Geheimnis, das Gott gegeben hat. Und darum sagt der Paulus so, ahmet mein Beispiel nach. Ahmet mein Beispiel nach. Er sagt sogar noch schärfer, er sagt, ich ermahne euch. Ahmet mein Beispiel nach. Ich ermahne euch. Wollen wir uns ermahnen heute Morgen? Wollen wir uns ermahnen? Ich meine, es ist Gottes Wort, inspiriert vom Heiligen Geist. Und er sagt, ich ermahne euch, ahmet mein Beispiel nach. Wollen wir das uns ermahnen, sein Beispiel nachahmen und anfangen, mehr als andere in die Zunge reden? Wollen wir das? Und es wird Auswirkungen haben. Es wird Auswirkungen haben in deinem Leben. Du wirst Auswirkungen merken. Vielleicht nicht, wenn du denkst, ja gut, jetzt probiere ich heute mal, jetzt bete ich heute mal 5 Minuten in die Zunge und dann schaue ich, was passiert. Sondern es ist ein Lebensstil. Ein Lebensstil, den du vornimmst. Ich will einfach vielleicht täglich 5 Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde in neuen Zungen reden. Oder singen. Wollen wir das? Raus aus dem gewöhnlichen Mittelmaß, Normalo, Durchschnittschristentum, hineinsteigen in die Kraft Gottes, in den Bereich vom Geist. Die Kraft ist ja da. Der Heilige Geist ist ja heute ausgegossen. Du musst heute nicht mehr warten, bis sie dann haben müssen, die 40 Tage. Sondern er ist da. Er ist jetzt ausgegossen. Er ist jetzt da. Wenn du sagst, ja, ich habe den Heiligen Geist noch gar nicht empfangen, ich habe die Geistestaufe noch gar nicht, dann musst du nicht warten. Sondern du kannst sagen, Jesus, tauf mich im Heiligen Geist. Johannes der Täufer hat gesagt, Jesus ist der tauft mit dem Heiligen Geist. Jesus, tauf mich mit dem Heiligen Geist. Oder du kannst sagen, ich will, dass mir jemand die Hände auflegt und für mich betet, dass ich erfüllt werde mit dem Heiligen Geist. Und wenn du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, nach allen biblischen Beispielen, die wir haben, wirst du nachher können, wenn du willst, in neuen Zungen reden. In dieser göttlichen, inspirierten Gabe. Wollen wir das, dass die Kraft Gottes in unserem Leben freigesetzt wird? Dass wir auf das Niveau kommen wie in der Apostelgeschichte. Wollen wir aufhören, das, was Gott gibt, gering achten, zu verachten, uns zu genieren dafür? Die Apostel haben das auch nicht gemacht, die sind raus auf die Straße und haben geredet in neuen Zungen. Wollen wir das? Wollen wir anfangen? Das bedeutet nicht, dass du raus musst auf die Straße, morgen in Novasetta, auf die Rolltreppe stehen und laut in neuen Zungen reden. Wir sollen weise damit umgehen. Aber dass wir es anwenden in unserem Leben. Dass wir rauskommen aus dem Durchschnitt in die Berufung Gottes hinein. Steht ja, viele sind berufen, wenige treffen die Wahl. Viele sind berufen. Auf vielen Menschen, auf vielen Christen hat Gott eine Berufung, eine gewaltige Berufung. Aber treffen wir die Wahl, unseren Bügel aufzufahren, an die Stromleitung rauf. Und zu sagen, ja, ich will verbunden sein in meinem Alltag mit dieser Kraft Gottes, mit dieser unwahrscheinlich riesigen, gewaltigen Kraft Gottes. Wollen wir das? Das Zungenreden ist ein Schlüssel dazu. Ist sicher nicht der einzige Schlüssel. Die Bibel gibt uns noch andere Schlüssel, wie wir die Kraft Gottes anzapfen können. Aber es ist ein wichtiger Schlüssel. Es ist ein wichtiger Schlüssel, wie wir in den Bereich des Geistes hineinkommen. Es ist ein wichtiger Schlüssel, wie wir die Kraft Gottes angezapft werden. Es ist ein gottgegebener Schlüssel. Es ist nicht die Idee von Menschen, sondern es ist von Gott gegeben. Darum acht nicht gering, tu nicht verschmähen, was Gott gibt. Tu es nicht verschmähen, was Gott gibt, sondern sag, ja, ich nehme es. Ich will es.
Ich brauche das. Ich will auch die Auswirkungen, die in der Apostelgeschichte beschrieben sind, ich will die in meinem Leben haben. Ich will das. Ich brauche das. Das Zungengebet ist eine Gott gegebene Gabe. Gott hat sie gegeben. Darum verachte sie nicht. Verschmähe sie nicht. Gott braucht keine männlichen oder weiblichen Supermans. Sondern er braucht Menschen, die sagen, Gott, du hast es gegeben. Und ich nehme es. Ich will es. Ich brauche es. Ich will es anwenden. Fang an damit, ich werde dich ermutigen, fang an damit, vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten pro Tag. Das kann sein während dem Autofahren, während dem Abwaschen, während dem Kochen. Wo immer, dass du fast in Sprache reden oder in Sprache singen. Fang an, wenn du das willst, fang an. Tu den Bügel auffahren. Und du wirst, wenn du zurückschaust, nach einiger Zeit wirst du eine Veränderung feststellen. Du wirst eine Zunahme, eine Kraft feststellen. Du wirst vielleicht auch eine Zunahme, eine Offenbarungserkenntnis feststellen in deinem Leben. Dass du plötzlich mehr Offenbarung bekommst aus dem Wort Gottes. Oder dass Geistesgaben kommen in dein Leben hinein. Du wirst eine Veränderung feststellen. Und wer es noch nicht hat, wer sagt, ja, ich habe es noch nicht, ich will es aber, dann kannst du entweder sagen, eben, Heiliger Geist, komm auf mich. Jesus, tauf mich im Heiligen Geist. Komm auf mich. Füll mich. Ich brauche dich. Ich brauche die Ausrüstung mit Kraft. Dann sag das oder komm vor, dass wir für dich beten können, dass du die Kraft empfängst.